russische Präsident Putin bezeichnet die Anwesenheit ausländischer Kräfte als Haupthindernis für Syrien. Bei einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad gestern in Moskau sagte Putin, laut einer Mitteilung von heute, dass die syrische Armee mittlerweile die Kontrolle über 90% des Landes errungen habe. In London ging der zweite Tag der Anhörung der Augenzeugen zu Ende. Diese berichteten von den erschütternden Ereignissen in chinesischen Konzentrationslagern. Das Urteil wird im Dezember erwartet. Kurzzeitig waren mehrere Haupthäfen in China wegen einem Taifun geschlossen. Nachdem der Taifun vorübergezogen ist, wurden die Häfen wieder in Betrieb genommen. Der Sprecher des Außenministeriums der Taliban Muttaqi empfing den chinesischen Botschafter Wang Yu, der den Taliban $15 Millionen Hilfe versprach. Außerdem teilte die US-Botschafterin Greenfield mit, dass humanitäre Hilfe im Wert von $64 Millionen geleistet werden sollen. Der US-Internetkonzern Google muss in Südkorea eine Geldbuße von 150 Millionen Euro zahlen. Der Digitalriese habe seine Marktmacht bei Betriebssystem und Programm für Smartphones missbraucht, erklärte die Kartellbehörde. Das FBI hat das erste Dokument in Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Anschlägen vom 9/11 und Verwicklung der saudi-arabischen Regierung freigegeben. Das kasachische Außenministerium gab bekannt, dass es ein Treffen in der Hauptstadt gab. An diesem Treffen nahm der Generalstab Kasachstans, Kirgisistans, Pakistans, Tadschikistans, Usbekistans und ein US-Vertreter teil. Bei dem Treffen wurden Afghanistan und regionale Sicherheitsthemen behandelt.